Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Kapitel 14. Und das letzte Mal bei Verbotene Liebe. Sie treiben auf den grossen Strudel zu. Dein Vater, er lebt. Oh, Antonio, ich bin so froh, dich zu sehen. Einspruch, euer Ehren! Roswitha! Hat gerade ein kleines Mädchen Türen eintreten? Oh, zu fest. Die Tür hat jetzt Aua. Und genau deswegen dürfen Kinder keinen Kaffee trinken. Ich habe die Wette gewonnen. Das macht 2 Dukaten für mich, Wachmann. Einer der Wachmänner, der vor dem Gerichtssaal Wache schob, übergab Alekino widerwillig die 2 Dukaten. Onkel Doktor, du musst keine Angst mehr haben vor böser langen Nase. Bist ruhig, du kleine Göre. Na, Signore Diego. Wenn ein Mädchen extra Türen einschlägt und auch noch sagt, ihr Onkel muss keine Angst mehr haben, dann muss das mehr als interessant sein. Ja, euer Ehren. Mehr als interessant. Roswitha, was machst du da? Roswitha rannte auf den Dogen zu und hüpfte ihm auf den Schoß. Roswitha, was tust du denn da? Ich erzähle schöner Mütze, was passiert ist. Ja, das wär ganz nett, wenn du das würdest machen. Was ist denn so wichtig? Roswitha zeigte auf Diego. Böse lange Nase hat Onkel Doktor und Raffi Angst gemacht. Aha. Wer ist denn der Raffi? Der Diener von der bösen langen Nase. Er sollte mich verstecken, bis Verhandlung vorbei ist. Aber Raffi war immer lieb zu mir. Er hat mich gehen lassen, als Witzbold kam. Nutzlose Diener. Hör ich das Geständnis? Ich sag gar nicht mehr. Es stimmt. Diego hatte mich gezwungen, sein Anwalt zu sein. Er drohte mir, dass ich meine Nichte sonst nie wiedersehen würde. Antonio und die anderen halfen gerade Pantalone zum Gerichtssaal, als ihnen schon Dottore, Alekino, Capitano, Tartaglia und Roswitha entgegenkamen. Antonio! Roswitha, Kleines! Sergeante! Capitano umarmte Sergente. Ui. Als er bemerkte, was er tat, stoßte er Sergente schnell wieder weg. Gut ist Ihnen nichts passiert. Haben Sie sich etwas Sorgen gemacht? Nein, ich doch nicht. Nein, überhaupt nicht. Capitano ist nur 10-mal bei uns vorbeigekommen und hat gefragt, wo du bist. Pantalone, mein Freund, lass uns schnell deine Wunden pflegen. Aber der Diego! Um den müssen Sie sich nicht mehr sorgen. Er bekommt gerade dank der Roswitha einen privaten Vortrag vom Dogen gehalten. Oh, das ist schlimmer als jede Strafe. Was ist denn daran so schlimm, Glaub mir, du willst es gar nicht wissen. Schöne Mütze war ganz lieb zu mir. Er redet so langsam. Du musst uns unbedingt erzählen, was du genau im Gerichtssaal gemacht hast. Zuerst habe ich die Tür kaputt gemacht. Roswitha zeigte auf die eingebrochene Gerichtssaaltür. Was? Nix wie weg, bevor dir noch jemand von uns muss zahlen. Alle machten sich wieder Blitz aus dem Staub und gingen zu Pantalone nach Hause. Dort wartete schon Columbina sehnsüchtig auf alle. Na endlich, das sind ihr ja alle. Schöne Frau, ich will erzählen. Während Roswitha erzählte, was für eine Heldentat sie im Gerichtssaal vollbracht hatte, kümmerte Dottore sich um Pantalones Verletzung. Doralina ging mit Antonio in den Innenhof und blickte beschämt auf Antonio. Doralina, es ist doch jetzt alles gut. Du musst auch nicht mehr zu deinem Vater zurück. Antonio, Diego ist nicht mein Vater. Was? Bitte lass mir zuerst zu, bevor du etwas sagst. Ich
Ich bin eine einfache Dienerin, die für den Diego hätte dein Herz erobern und so an dein Geld zu kommen. Ich habe dich belogen und für seine Zwecke ausgenutzt. Und ich weiss nicht, ob du mir jemals verzeihen kannst. Aber meine Gefühle sind keine Lüge. Dort, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich nicht einmal gewusst, wer du bist. Ich habe mich wirklich von Anfang an in dich verliebt und ich habe dich, was meine Gefühle betrifft, niemals angeschaut. Antonio blickte ernst und stumm auf Doralina. Bist du sicher, du hast mir jetzt alles gesagt? Wie kann ich wissen, dass du mich jetzt nicht anlügst? Oh ja, das hätte ich fast vergessen. Raffaele ist mein Cousin. Das macht's Ganze auch nicht besser, oder? Antonio küsste Doralina auf die Lippen. Das ist total eklig. Ja, sucht euch das Zimmer. Doralina und Antonio blickten verwundert auf das Dach. Dottore, der durch den Lärm rauskam, sah: Roswitha, Harlequino, macht sofort, dass ihr von dem Dach runterkommt. Oh nein, Onkel Doktor hat uns gesehen. Schnell weg. Ja, fliegen. Nein, nicht fliegen. Dottore und die anderen beiden begannen draußen im Innenhof eine Szene zu machen. Doralina, versprich mir ab jetzt kein Geheimnis mehr zu haben. Versprochen. Wie ich das meinem Vater allerdings beibringen soll. Ist gut, ihr habt mich sagen. Jesus! Oh, ich hab gedacht, ihr würdet euch darüber freuen und mich nicht zu Tode erschrecken. Soll ich meinen Sacken wieder zurücknehmen? Nein! Danke vielmals. Papa, wir haben dir noch nicht alles... Antonio bemerkte, wie von allen Ecken ein Kopf hervorblickte. Aha. Ich nehme an, ihr wisst ja sowieso alle schon Bescheid. Eine Woche später gab es eine wunderschöne Hochzeit, zu der auch Raffaele als verkleideter Gast kam, um heimlich seiner Cousine ein Geschenk zu überreichen. Doralina war mit Antonio am Brautpaartisch, als er sich ihnen näherte. Bitte sehr, für die schönste Braut an dem Fest. Oh, danke. Raffaele verbeugte sich und wollte schon gehen, doch Doralina hatte ihren Cousin sofort an der Stimme erkannt. Warte schnell. Pass gut auf dich auf, gell? Und stell nicht zu viel Dummheiten an. Raffaele blieb stehen, drehte sich um und verbeugte sich. Du kannst mich ja. Ich stell immer Dummheiten an. Viel Glück, Cousinli. Und wie er gekommen, so verschwand Raffaele wieder. Ist das grad dein? Ja, Raffaele, so wie er halt ist. Oh, das ist aber schön. Doralina hatte die kleine Schachtel geöffnet und darin fand sich ein Anhänger mit einem gemalten Porträt von Antonio und Doralina. Er hätte Maler werden anstatt am Diego sein Diener. Doralina küsste Antonio auf die Lippen. Hey Roswitha, da ist das erlaubt. Um Himmels Willen, kommt sofort von dem Dach runter, ihr zwei. Und so geschah es, dass Doralina und Antonio nach den Flitterwochen zusammen ins Fürstentum Hannover kehrten. Antonio konnte nun seine Studienreise mit Federico und nun neu seiner Frau Doralina fortsetzen. Signore Pantalone hätte die Möglichkeit gehabt, Signore Diego zu verklagen. Doch da Pantalone wie immer zu geizig war, ließ er das Ganze bleiben. So konnte Signore Diego wieder ungeschoren davonkommen. Raffaele blieb weiterhin in Signore Diegos Diensten. Roswitha, deren Mutter ja in Bologna im Gefängnis saß, blieb erstmal bei ihrem Onkel Signore Dottore da Bologna. Es würde der Tag kommen, an dem Roswitha wieder nach Hause kommen würde. Doch das Ist ganz eine andere Geschichte. Ende von Kapitel 14. Geschichte von der verbotenen Liebe
von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum... Oh, dies ist das Ende der Geschichte. Vielleicht hören wir uns ein anderes Mal wieder. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.